Geralt als Rattenfänger. Tja, hier bei The Witcher 3 Wild Hunt ist nichts unmöglich, Freunde. Damit willkommen zurück hier. Hinter uns gerade so ein Haufen. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Oder aber Geralt hat doch recht und naja, da steckt noch mehr dahinter. Übrigens, die Kommentare waren ja noch ganz, also, er ist viel zu fett, also, hallo? Gut, ich meine, sie war ihm gegenüber schon freundlich und so ein höflich, aber dass er doch so eine Meinung hat, überrascht mich dann doch ein bisschen. So, kannst bitte, ja, okay. Ein Meistermonster schlechter in der größten Stadt der Welt und sucht nach Rattenscheiße. Triss. Sie ist nach hinter uns, ist plötzlich. Moment, da stimmt was nicht. Jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Na. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft ignoriere, haben wir einen Moment zum Reden. Und ich dachte schon, es wäre was mit ihr passiert, aber nö, alles in Ordnung. Was machen und macht sie alles? Nun? Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagiert. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's Yen? Ich weiß nicht schlecht, es geht dir gut. Oh, Leute, das Gespräch ist aber ganz heikel. Ich würde mal sagen, jetzt schlecht, oder? Nicht schlecht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Ja, und ich habe die falsche Antwort gegeben, ich Trottel. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran.
Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorg dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Oh, böser Fehler. Was aufs Maul? Scheißt du dich schon ein? Auf ihn! Ein stärkeres Schwert bekommen. Na komm schon. Mann, ich sehe nichts. Also Kontern ist in der Position echt kacke. Mein schönes Schwert. Der Saufkerl hat mich angeheult. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Tja, dann schnell weiter, war noch am Boot zu uns nehmen und da ist er ja. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Was wäre jetzt hier die richtige Antwort, war? Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jonker. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Na, bis bald hoffentlich. Die Träumerin in dem alten Haus. Jo. Ja, wegen ganzen Konten und so. Ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam, wenn ich einen Gegner angepeilt habe, dann greift mich der andere von der Seite an. Also, beziehungsweise, oder jetzt mal angenommen, der einer steht hier und der andere steht 1 Meter neben und ich stehe hier und werde angegriffen. Da müsste doch eigentlich in der Lage sein, ich zuerst mal so blockiere, oder? Ganz normal und dann nur kurz antippe zum Kontern, dass auch den zweiten normalerweise kontern kann. Aber irgendwie jetzt nicht so richtig geklappt. Das ist noch ein bisschen. Ich muss schauen, vielleicht gibt es irgendwo ein Trainingslager, wo ich das ein bisschen noch intensivieren kann. Aber ansonsten ist es echt ein bisschen. Naja, ich glaube, schräg trifft es ganz gut. Okay, Triss ist also hier in der Nähe und bleibt hoffentlich auch. Die werden wir sicher noch öfters besuchen, Freunde, könnt ihr sicher sein. Ups, na, wollte gar nicht. Ah, falsch Spiel, Entschuldigung. Ja, sogar privat nach Batman und das ist doch ein bisschen anders, deswegen war ich jetzt kurz verwirrt. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonker. Von den de Jonkers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Oh Mann. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht,
dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist. Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Alles klar. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Mein Gott, wie schrecklich. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Ja, Marode du mich auch. Sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wirtschaft. Sonst gibt's hier wohl nichts Besonderes. Nö. Finde die Träumerin in dem alten Haus. Wer träumt, hat schon verloren. Ein bisschen Brot. Sehr schön. Kann nie schaden. Würdest du bitte das aufnehmen? Reines Silber. Oh. Langsam besser. Bin auf total beklaue. So, noch ein bisschen Zwergenschnaps. Ja, toll. Jetzt sind wir hier und aber es ist uns relativ wenig. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Hallo, ist unten jemand? Ich bin's, Geralt von Riva, ein Hexer. Das Sollte vielleicht nicht. Das ist Blut! Nicht verschütten, bitte! Nö, es war gerade Ziegenmilch und Kuhmilch. Also Blut sieht ein bisschen anders aus und schmeckt auch wieder anders. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass Ist die denn? Das ist so wenig. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Die Puppe. Der Dachboden. Na schön, mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Ernsthaft jetzt, Geralt? Ach du Scheiße. Das Monster unterm Bett, Hilfe. Halt. Geh weg. Tu das nicht. Lass das. Ja. Muss vielleicht noch erwähnen, dass ich nicht besonders Bock drauf habe, auf den Dachspeicher zu gehen. Nö, war. Aber denke mal, wir müssen was tun. Ja klar, mach's noch dunkler. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Wo geht's hier noch entlang? Alter. Ich bin sonst eigentlich nicht so ein Schießhase, aber hier gehen wir schon ein bisschen in die Mulme. Muss ich leider zugeben. So, jetzt mal ganz kurz Inventar nochmal zuweisen. Oh, wir haben hier noch Schönes bekommen. Skellige. Was? Echt jetzt? Plus 8. Alter, sieht das beschissen aus. Naja, wenn es hilft. Kavalierhose plus 4, minus 1. Okay, aber gleich wieder bekommen war. Nur nicht ganz. Aber das sieht ja mal scheiße aus. Gut, ich meine, wenn es vielleicht hilft, war. Wohl scheint es nicht so das Besondere zu sein.
Hä? 76% beschädigt schon. Hexerausrüstung. Echt jetzt? Ah, natürlich, ja. Die habe ich ja angefertigt, ja. Nee, also ich lasse es noch so, Leute, besonders immer zu doof aus. Auch wenn es vielleicht coole Werte und so weiter sind, aber nö. Kann das irgendwo in eine Fassung einsetzen? Nö, mit passender Fassung. Der geht. Der wird wohl hier reingehen, wa? Ja, habe ich bereits eins. Gut, jetzt also, was ich machen wollte, kurz das zuweisen. Meine Stimme verabschiedet sich langsam, das ist auch schön. Eine Wasserflasche nach unten, na gut, sind 3, warte, nach Kuhmilch nach oben noch. Ja, jetzt wird jetzt gleich ziemlich übel. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Hat die jetzt aber echt viel. Hier ist ein Kind irgendwie. Mal ganz kurz, Leute, ich speichere nochmal ganz kurz. Safety first und so. Okay, gehen wir nachgucken. Ja, schon eine Grafikbox. Hallo, ich kann nichts machen. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Ja, mit der Druckwelle vielleicht schon. Oder abfackeln, eventuell die andere Variante. Dann mal sagen, los geht's, wa? Ja, das ist sicher noch zu empfehlen, aber ich dachte wir hatten eigentlich eher ein bisschen eine Druckwelle. Und jetzt wieder ein Schild. Nö. Da hat es gerade kurz vibriert. Das klingt nicht gut. Oder fühlt sich nicht ganz gut an, je nachdem. Suche das Bild, oder welches Bild? Das ich gerade aufgenommen habe oder was anderes? Alter, ich glaube ja. Okay, das ist schon krass, was sie alles bekommen. So, hier ist sonst nichts mehr, soll man sagen, das Bild haben wir dabei, war. Ups, Entschuldigung. Neue Gegenstände, ne, ich suche eigentlich eher etwas questbedingt, also etwas kleiner Unstein. Das ist eigentlich das Verbesserung 2% Angriffskraft. Jo, könnte auch helfen. Aber wir haben schon alles ausgerüstet, von daher, ja, da ist ein Bild. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen, wir werden es gleich erfahren, wenn ich das so richtig interpretiere. Du Scheiße. Hilfe! Das war spektakulär. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Dann machen wir das. Hier. Ein Ofen. Na, ich schätze mal hier unten, wa? Das war elegant, Geralt.
Naja, ob der unten ist. Da ist ein Ofen. Da war das falsche Zeichen. Ups, Entschuldigung. Ja. Nicht so ganz. Wo ist mein Denkfehler? Aha. Da ist der Denkfehler. Mensch, Michael. Da gucken wir uns gleich an. Brot, Brot, Brot. Alles für das Brot. Alter. Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Das ist wohl auch ein Göttling, wa? Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Da muss ich dir... Oh nö, also das wäre ein bisschen sehr brutal. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Okay, danke schön. Was ist mit dem Raum da jetzt los? Ach du Scheibenkleister. Freunde, das gucken wir uns im nächsten Part an. Inklusive natürlich mit der Träumerin und so. Und das sieht mir irgendwie... Ja, es können weiteres Rätsel sein. Es kann mit der wilden Jagd zu tun haben. Letztes glaube ich zwar gerade eher weniger, wenn ich es gerade so von mir sagen höre. Naja. Freunde, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es hier weiter. Und hoffentlich kriegen wir was Neues raus zu Ciri natürlich. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.